Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück hier zum Let's Play von Legend of Zelda Breath of the Wild mit Ebonato Zero, den wir hier drin nicht rufen können, warum auch immer. Ja, ich habe hier noch das eine oder andere vorbereitet, weil ich gehe davon aus, dass das Let's Play nach diesem und dem nächsten Part zu Ende sein wird. Eventuell sogar nach diesem, obwohl es mit dem Zweifel so schnell sein werde, aber ziemlich sicher nach 2 Folgen und was heißt vorbereitet, waffenmäßig, ja, das ist eigentlich jetzt nicht so viel, glaube ich, hat es nicht viel geändert. Übrigens, ganz kurz, cooler Effekt noch, wenn ich hier jetzt auf die Bögen wechsle, und ich habe ja den antiken Bogen ausgerüstet, dann sehen wir den ganz kurz, wie er aufspannt. Sind bei den anderen Bögen lustigerweise nicht. So, nochmal so ganz kurz, by the way. Okay, Tagebuch. Ich habe hier nichts gemacht, wir haben sowieso alle Schreine schon gemacht. Nebenaufgaben. Die Sidequests habe ich die restlichen alle noch gemacht, die noch offen waren. Das heißt, die offenen, die jetzt nicht irgendwie etwas Besonderes waren. Das waren so Sachen wie, hey, find mir irgendwie 5 Spurtkröten, ich gebe dir 100 Rubin dafür. So ein Quatsch. Genau, jetzt wollen wir uns natürlich darum kümmern, wegen antiker Schreine und so etwas. Wir sollen uns zum vergessenen Tempel begeben. Das war natürlich auch, denn das ist ja sowieso das Einzige, was jetzt eigentlich noch fehlt. Opfer lassen, Opfer lassen. Dass von hier drin aus auf die Karte zugreifen, kann von außerhalb kann ich auf die Karte zugreifen und mich hierhin teleportieren. Das ist auch ein bisschen seltsam, ich finde. Ja, heutige Folge, was steht noch alles an? Vergessener Tempel, dann will ich noch die letzten 4 Dingsbums wieder haben. Belohnungen, nee, wie heißt es schon wieder? Mann, von der Göttin, Mensch. Einsetzen bzw. eintauschen für den Herzcontainer. Dann gehen wir dann wieder zurück zu Schloss Hyrule. Das ist eigentlich alles außerhalb der Overworld für mich soweit abgeschlossen. Und wir kümmern uns um noch die letzte Sidequest da wegen der Rüstung für die Leibwache. Und er auch schon gesehen hat. Weil ich der Meinung bin, alles andere, was sonst noch offen wäre, ja, es sind, wie man natürlich anhand der Anzahl sieht, Nebenaufgaben abgeschlossen, wenn die beiden noch habe, sind es 76, das heißt 14 würden noch fehlen. Ich habe mich ein bisschen orientiert, vor allem, ja, informiert, das sind nicht so wichtige Sidequests. Das sind halt solche, wie vorhin erwähnt, also schon ein paar Spurkröten finden, kriege ich das und das, oder was wir auch schon hatten, so irgendwie 55 Spurtlinge, sprich die Pilze, sammeln, eintauschen für ein bisschen Kohle. Ja, mein Gott, also man kann natürlich alles ein bisschen übertreiben, wa? So, also machen wir uns auf hier zum Schrein. Zum vergessenen Tempel, um genau zu sein. Mal gucken, was wir jetzt dafür bekommen, dass wir alle 120 Schreine gemacht haben. Und natürlich auch, weil ich nicht mehr alle Crocs sammeln, zumindest nicht mehr hier im Spiel mache. Vielleicht, wenn ich mal Bock habe, irgendwie offscreen und so und zeige es am Schluss mal oder sowas in der Art oder im Stream. Aber ich muss ganz ehrlich sein, ich bin froh, wenn ich eine Weile Abstand von Breath of the Wild nehmen kann. Bin ich ganz froh drum. Hat es doch relativ lang gedauert und ja. Man muss ja nichts übertreiben, wa? Vor allem nicht so, dass einem irgendwann plötzlich lästig wird. So. Bin ich schon immer hier? Verehrte Göttin? Du hast die Herausforderung bestanden und Zeichen der Währung erhalten. Für 4 Zeichen der Währung. Ja, gerne nochmal einen Herzcontainer. Jo, dankeschön. So sei es. Und trotzdem fehlen uns eigentlich nochmal 8 Zeichen. Sprich, es fehlen nochmal 2 Herzcontainer, bis die Reihe voll wäre. Aber ja, ich meine, das kriege ich eigentlich sonst auch, ja, mit Tränken und so weiter hin. Ich habe bereits große Kraft gewährt. Du sollst keine weitere begehren. Bring den Frieden nach Hyrule zurück. Okay. So viel dazu. Was haben wir sonst getan, wenn wir gerade dabei sind? Offscreen-mäßig noch ein paar Zutaten gemacht hier. Also Gerichte zubereitet. Ein bisschen mehr Abwehr und so. Wieder ein bisschen. Ich glaube, das war vorher schon so. Die Maxi-Dinger haben wir ein bisschen ein paar gemacht. Und Medizin mit der Fitness, genau. Weil auch hier ist eigentlich Quatsch, war. Max Heilung plus 15 Herzen, ja, bringt uns eh nichts mehr. Wir kriegen nur noch plus 2 maximal. Die wir jetzt eh schon haben. So. Sind also 3 Truhen hier. Okay, muss ich irgendwas aktivieren oder so? Oder kann ich einfach. Ich mache einfach mal, wa?
Das ist aber jetzt nicht das Outfit vom Link aus Legend of Zelda, also vom ersten. Das ist genau, das... Nee, warte mal. Wildnisverstreif, das sie tragen. Jetzt sag mir nicht, das ist die Rüstung. Wildnishose. Ein geschenkter Priester. Weil eigentlich gab es ja für jeden Link in jedem Spiel eine eigene Tunika. Gut, ob es jetzt wirklich eigen ist oder sonst eine allgemeine Tunika gab, ist ein anderes Thema. Aber ja, hier können wir natürlich die Tunikas der anderen Links, unserer Vorfahren, die halt auch ein eigenes Ziel und so weiter hatten, anziehen. Und Wildnis, warte mal. Obwohl... Nee, der ist im ersten Legend of Zelda. Das ist auch die Rüstung, die ich auch kriegen würde, wenn ich da die Amiibo-Figur einsetzen würde. Die ich rein gar nicht habe. Nee, oder ist es echt? Okay, krass. Ich überlege gerade ernsthaft, ob ich jetzt mit der... Muss fast so sein. Weil ich überlege jetzt gerade. Angenommen, es wäre jetzt wirklich das gleiche Outfit, was man auch mit der Link Amiibo-Figur, ich glaube, das war irgendwie zum 25-jährigen Jubiläum von Link, so ein Classic Link Amiibo. Gab es auch von Mario. Und dass man den einzeln kriegt man ja auch, aber ich glaube, war das nicht sogar irgendwie das Wildnis? Ich hatte irgendwie den Namen so im Kopf. Oder war es einfach ein anderes? Die kurze Hose irritiert mich gerade ein bisschen. Und vor allem natürlich die Werte, weil wir hatten eigentlich bisher alle Rüstungen, die wir... Ja, alle Rüstungen von, wie gesagt, früheren Links aus anderen Legend of Zelda Spielen, die wir so bekommen haben, die hatten alle die Grundstufe 3. Aber die hat jetzt Grundstufe 4. Also könntest... Alter. Ich glaube, ich krieg gerade die Krise, ey. Also, wenn so ist, dann ist es krass. Dann ist das im Prinzip Links Heldengewand aus Breath of the Wild. Also angenommen, er würde dann nicht das Recken-Outfit tragen. Womit ich mich jetzt zwar langsam ein bisschen mehr anfreunde und so. Ja, wo natürlich auch noch eine Tradition hat. Das soll jetzt Links Unique-Outfit sein? Natürlich was für sich. Natürlich nicht im Bonus, war. So, ich hab... Leider ist es hier ein bisschen heiß, aber nicht noch irgendwas zum Abkühlen, so ein Gericht. Finde ich jetzt ganz geil. Ja, doch, geht, komm. Und einfach gar nichts. Hä? Ich habe einen Hitzeschutz drauf, der aber nichts bringt. Kann vergessen. Aber der bringt's plötzlich. Ah, ne, weil natürlich, ja, Stufe kombiniert, so. Oh, das ist natürlich auch gut. Das ist sowieso so etwas. Quasi, wenn ich das hier anziehe, habe ich einen besseren Hitzeschuss, wenn ich gar nichts anhätte. Okay. Muss eine geile Rüstung sein. So, mal gucken, ob man irgendwie ein Wildnis-Outfit noch upgraden könnte. Bezweifle es so, weil ich werde sicher wieder die Sternsplitter brauchen. Wir haben natürlich keine mehr. Und ich werde natürlich für den Kampf gegen Ganon auch das andere tragen, als Roller Princess, einfach nur, weil so ist und so. Aber wir schauen mal. Okay, ein bisschen von denen gesammelt. Rodoni braucht dafür auch. Okay. Alter, die Hütchen-Dinger. Bernstein natürlich jetzt bis zum Vergasen von der Hornsplitter. Gar keine da, der hätte Hornsplitter. Vielleicht ein anderes Viech. Da könnt die alle auf. Doch. Wir können auch reichen. Die ganzen Hylia-Dinger. Auf Stufe 4. Krass. Neidra-Schuppe für einen Gottheitpanzer. Ja, wie befürchtet war. Wildnismünze braucht.
Okay. Das ist natürlich jetzt anders. Jetzt war da von den Drachenbauer die Dinger. Eine Eldraschuppe, Neidraschuppe. Also beziehungsweise würde es darum gehen, dass ich jetzt die Drachen farmen würde. Ganz ehrlich. Es wäre eine Option, ich sag's mal so. Hätte ich die Schreine alle gemacht, bevor zum Beispiel das letzte DLC gemacht hätte oder so, also sprich vor den irgendwelchen Schwerprüfungen oder vor Ballade der Recken, dann hätte ich die, glaube ich, sogar so weit gefahren, dass das Wildnis-Set komplettieren hätte. Aber wie gesagt, ich habe keinen Bock mehr drauf. Deswegen machen wir so. Alter. Ich kann auch upgraden, krass. Ja. Komm, wir nutzen jetzt noch ein bisschen Zeit, wie bereits erwähnt. Wir haben jetzt noch genug Zeit so für die nächste Folge. Das sind noch die Sachen, die ihr noch macht, die wir noch Bock haben zum Upgraden und den Rest, ja. Vielleicht mal offscreen. Aber das Wildnis-Set, ich glaube echt mal Bock. Wie gesagt, das ist irgendwann mal so ein paar Wochen, vielleicht Monaten, dass ich das mal offscreen mache. Weil die ganzen Drachendinger. Ja, weil das Problem ist halt bei den Drachen, wie man es. Gut, von mir machen, krass. Wie man sich vorstellen kann mit den Drachen, es ist halt so, die spawnen natürlich auch noch zu bestimmten Zeitpunkten, sprich müssen wir erstmal gucken, wer spawnt wo am besten. Klar, mittlerweile mit dem Donnerdrachen, Feuerdrachen wissen wir es ungefähr. Mit dem Wasserdrachen bin ich jetzt nicht so sicher, ich war letztens noch mal kurz oben, weil ich dachte, hey, also da oben auf der Ranellbergspitze können wir mal nachgucken, wie es mit dem Drachen aussieht und so, aber haben gar nicht gefunden. Deswegen bin ich nicht so sicher, wann der nachspawnen würde. Und ganz ehrlich, wir brauchen uns auch nicht im Kampf gegen Garner. Mein Gott, so schwer ist es jetzt auch wieder nicht. Also, dass ich jetzt hier die Hardcore-Rüstung bräuchte. Aber ich glaube vor allem, wenn es darum. Ja, wobei das natürlich Master-Modus war. Ich wollte gerade wieder das Argument bringen mit den goldenen Gegnern, aber ich muss im Master-Modus komplett neu starten. Wobei das wäre ja eventuell etwas für ein Streaming-Projekt. Zum Beispiel irgendwie ein Jahr oder so, ich muss sagen, hey, komm, jetzt wieder Bock auf Breath of the Wild und ich mache es wieder komplett im Master-Modus. Von Anfang an mit perfekten Vorbereitungen, sprich, wo ich mir sage, okay, sobald ich das Schwert habe, das Masterschwert macht direkt die legendären Schwerprüfungen. Holen wir sonst schon die DLCs, Rüstungen, die ich gerade relativ gut brauchen könnte. Naja, gucken wir mal. So. Stufe 4. Was macht denn jetzt? Sie ertränkt uns. Geil. Oh, sie hat mich ertränkt. Was ist das für eine Frau? Alter, die ist auf Maximum. Ja, also die Klamotten verstehen natürlich auch so eine Sache, wa? Wenn man sich so denkt, ja, mit den Bernsteinen und so oder mit Diamanten, ne, verkaufen doch überhaupt so nicht mehr. Ja. Man kann die halt relativ schnell, wenn man die halt nie verkauft, sag ich jetzt mal, kann man doch bis zum Schluss hin einiges ansammeln, ohne groß farmen zu müssen. Und dann kann man sich doch relativ viel upgraden, aber muss man natürlich auch erstmal wissen, wa? Und vor allem natürlich auch, welche Klamotten will man wirklich upgraden und welche sind einem wichtig. So. Die letzten Herzen. Wie war das noch? Auf Stufe 3 wollte sie uns küssen, beziehungsweise küsst sie uns auch. Auf Stufe 4 erstmal an die Wange reiben und damit uns im Wasser verschwinden. Ich will nicht wissen, was die wirklich mit uns macht. Ich will es nicht wissen. Alter, das ist auf 20, okay, wenn wir mal Probleme haben oder so, sag ich, okay, nimm das Set, das ist sowieso am geilsten. Wieso kann ich eigentlich das nicht upgraden? Das ist auch irgendwie krass. Da, Reckengewand, jo. So eine Sache für sich, aber Anti-Schnee-Dinger? Stimmt, kriege ich auf Stufe 4, aber zumindest nur einen. Da müsste ich mehr Feuergegner spawnen. Farmen. Was auch schade ist, ja, weil man die Gegenstände, ich gerade an die Dinge der Schwerprüfung. Die haben natürlich von allen Sorten so ziemlich jede Gegnerart einen Plug gemacht, aber ja, natürlich kommt sich mit, das ist natürlich schon ein bisschen doof. So, was hast du noch? Das könnte noch machen, mit Opalen, da geht noch auf Stufe 4. Ja Gott, warum nicht? Was schade für den Master-Modus ist, dass man nicht mitten drin im normalen Modus einfach sagen kann, hey, jetzt switcht auf Master-Modus.
verstehe es nicht ganz gesagt, warum, weil im Master-Modus sind ja vor allem die Gegner stärker. Und sie haben eine andere KI, sprich, sie können sich unter anderem auch heilen, wenn man länger nicht auf sie eindrescht und so. Aber da die Gegner sowieso nachspawnen, könnte man das ja eigentlich auch so irgendwie inkludieren ins normale Spielgeschehen. Also sprich, man muss nicht unbedingt von neu starten, sondern einfach sagen, okay, zuerst ist halt von normalem Modus auf Master-Modus und so. Wie gesagt, ich verstehe es nicht ganz, aber hey. Ja, voll das Wildnis-Set haben, Alter. Wie gesagt, sieht cool aus und so, aber ich weiß auch nicht, vielleicht ist das auch das Problem, was ich gerade so ein bisschen habe, wobei mir die Motivation fehlt, um es noch das Upgrade zu machen. Zum Beispiel auf die nächste Folge jetzt. Vielleicht auch deswegen, weil Wildnis-Set, ja, haben eine Beziehung dazu, nicht wirklich. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es das Set aus Legend of Zelda 1 ist. Glaube ich jetzt eher weniger aus den vorhin erwähnten Gründen. Und falls doch, ja... Problem ist, ich habe Zelda 1 so gesehen nie wirklich gespielt. Ich habe mal zugeguckt und so und auch mal Passagen teilweise selbst gezockt, aber fand es nie so, ja, ist halt der erste Teil, aber sonst auch nicht mehr. Fertig. Und jetzt in dem Spiel, es war ja nicht irgendwie so, dass man gesagt hätte, hey, das hätte irgendwie Storybezug oder so, dass die Priester mal etwas erwähnt hätten oder Zelda irgendetwas. Nee, wir sind einfach immer Reckengewandt. Wir sind die Recken, fertig. Aber dass halt der legendäre Held auch mal eine andere Rüstung hat und so, dass Grün eine besondere Farbe hat, das was in der Art, nö. Nie etwas dazu erwähnt. Das finde ich an der Situation ein bisschen schade. Aber whatever. So. Grimmy-Gotthard-Panzer. Stimmt, die braucht ja auch keine, wa? Fallen mir gerne mal so auf, also sprich keine Dingsbums da. Sternsplitter. Die Nox kann man noch relativ schnell farmen, also die könnte ich auch mal noch aufs Maximum bringen. Ja, also ihr seht schon, man könnte relativ viel machen. So, nur ganz kurz gucken. Die beiden. Aber nee, einfach nur. Obwohl ist der. Weil Stufe 2 war. Die Hose wäre nicht schlecht. Kann man auf Stufe 2 bringen, wäre es auch schon fertig. Hier sollte echt nochmal eine ganzen Dinger irgendwie. Die haben echt einen krassen Boost drauf, wa? Nee, komm. Reicht für heute. Reicht. Pass auf dich auf! Ja, ich habe bereits erwähnt, also Wildnis-Set, da könnte man sich mal überlegen, dass vielleicht mal irgendwie mal... Ja, wie gesagt, vielleicht nächstes Mal reingezocke. Soll sie getragen... Eigentlich heißt es immer, es soll sie getragen haben. Kleidung der Welt, wenn am Aufschnitt des Mond bedroht wurde. Und hier heißen halt, diese Hose soll dann für den Helden gemacht sein, die die Wildnis durchstreift. Es spricht nicht von der Vergangenheit, nee, sondern von der Gegenwart. Und das Spiel heißt Breath of the Wild, also Atem der Wildnis. Sprich, es müsste eigentlich echt die Rüstung sein, die für uns gemacht wurde. Gut. Soviel dazu, soviel zu dem Gequatsch. Ja, Freunde, wir sind hier draußen überall fertig. Es geht zurück in das Schloss Hyrule. Wir machen dort unseren großen Abschluss. Ach ja. So schnell kann es gehen, wa, Freunde? So schnell kann es gehen. Was heißt schnell? Über 200 Parts aus das Let's Play schon, Alter. Ja, aber die Welt ist auch riesig. So. Dann wollen wir mal, wa? Uns noch mal ein bisschen durchfighten. Geschenk der Priester ist soweit jetzt auch abgeschlossen. 75,90. Doch relativ viele Sidequests, dafür, dass ich eigentlich nicht unbedingt darauf geachtet habe, dass ich alle mache. So, die Einzelteile sollen in der Nähe des Speiszimmers am Übungsplatz und über dem Thronsaal zu finden sein. Über dem Thronsaal? Dann ist eh der Endboss-Fight, okay. Wir gucken mal. Wie komme ich eigentlich wieder raus? Am schnellsten versuch's mal darüber. Auch im Grunde, so ich eigentlich gerne und gerne mit dem anderen Set platt machen würde. Hier habe ich halt mit dem Massschwertstrahlenbonus drauf. Weiter vermutlich hier auch drauf, wa? Ja, momentan ist es so gut.
kurze Hose. Was dann aber irgendwie... Ja, es hat zwar was, aber... Was hat irgendwas stört mich daran. Es ist die Musik. Nee, die stört mich nicht. Wie kann ich denn hier runter, wenn ich hier... Ich meine, klar, ich kann es kurz aufsprengen. Das ist eine normale Tür. Bibliothek, die ist ja zu. Aber warte mal. Bin ich doof. Bibliothek. So. Wie gesagt, Bibliothek. So, wir sind ja der legendäre Held, nicht wahr? Oh, Leute, wenig Schaden. Wobei eigentlich ein Feuergegner ist, also. Ein anderes Blatt machen. Mich nimmt immer Wunder, wie lange das Marschall überhaupt ausreicht. Dass irgendwann echt mal platt geht. Hallo? Wer ist denn hier? Ich höre ständig Geräusche. Warte mal, wo waren die jetzt? Nee, Speisezimmers am Übungsplatz in einem Thronsaal. Nee, des Speisezimmers. Oh, wird hier wohl eher weniger sein. Hallo? Ich bin auch voll rein, aber trotzdem ausgewichen. Wer macht so ein Damage? So, jetzt irgendwo hier ein Auge. Oh, Ui, Alter! Auch mit dem Scheiß, tschüss! Die Strahlen sind ein bisschen... Alter! Nein! Tschüss! Puh. Ich mache doch nochmal das Schloss platt, wa? Warum nicht? Ich meine, ich finde es sowieso einen geilen Abschluss hier. Die ganze Atmosphäre ist geil und ich hatte damals sowieso die Angst, dass ich... Wow! Alter! Erschreckt doch nicht so. Was soll ich sagen? Genau, die Angst, dass ich halt... Die Kraft geht echt zu nahe, krass. Die Angst, ich hatte die Angst. Nee, ich hatte die Angst, dass ich... Krieg ich das vielleicht von hier aus? Klar. Mit dem Schwert geht's, aber mit dem Masterschwert nicht. Mit dem Pfeil geht's, Ball und Bogen. Mit dem Masterschwert nicht. Die Angst, dass ich halt ja zu sehr auf bestimmte Details geachtet habe, die storyrelevant sind oder wichtig sind, um durchzukommen und ich einfach unbeschwert mich so umgeguckt habe von wegen, da geht's noch das und das, hey, das ist doch cool. Ich wusste gar nicht mehr an solche Dinge. Das sind ja alles Feuergegner, verstehe ich nicht. Hallo? Nö. Nur übrigens Synchros auf Japanisch mittlerweile. Und Schöpfner. Ich glaube, Spinne, ey. 10 Minuten soll ich warten. Was ist mit dir los? So. Recht das Chimärenschwert vor allem. Das Talia einsetzen. Ich habe wieder Königsschwert. Obwohl. Komm, wisst ihr was? So. Bogen aber eh auch. Dann noch hier Chimären-Schild. So. Damit passt das Set wieder. Ja, ich bin definitiv in der Bibliothek. Was ist denn das scheiß Auge? Aber das ist doch definitiv ein Feuergegner. Nö. Hä? Okay. Keine Ahnung. Das müssen Eisklinge sein, oder?
Eisgroßschwert, jo. Ich gucke mal ganz kurz, aber das haben wir jetzt doch vielleicht ein bisschen zu lange. Wenn... Vielleicht mal mit meiner Karte hier. Ich bin da. Doch bin ich gerade auf dem richtigen Weg. Hier in diesem großen Viereck, wenn ich jetzt eigentlich unterwegs wäre, also bin ich jetzt hier war. Da ist der Pfeil. Jetzt einen schmalen Gang entlang und dann kann man da einen großen viereckigen Raum. Dort müsste er eigentlich richtig sein. Haben wir gehört? Nee, war? Er ist so doof. Kuckuck! Bombenpfeile, bist du wahnsinnig? Könnte wehtun, Alter. Lass das. Kriege ich Bombenpfeile? Nö. Immer so ein Bogen mit. So. Ich glaube, auch damals das erste Mal hier durchgegangen bin, also sprich, ja, so schon eine Weile her, aber trotzdem, haben wir, glaube ich, gar nicht groß darauf geachtet, ob es irgendwelche Bezüge zu anderen Zelda-Spielen gibt. Wow! Alter! Oh! Was bin da? Okay. Jetzt macht er nichts mehr. So. Servus. Kennen wir uns? Also ich glaube nicht. Sind aber ziemlich groß, Kumpel. Wow! Verzeihung, das ist unhöflich, was sie da machen. Was ich bieten darf? Übrigens. Donnerpower. Mag offenbar nicht so. Verstehe gar nicht warum. So, ein Gardeschild. Jo, nehmen wir gerne mit. Da wollen wir ein Hühlerschild haben. Königszweihänder, Königsbogen, also mal königliche Waffen. Geil. Ich denke vor allem dann wird, wenn man hier halt direkt nach Anfang des Spiels, also sprich nach dem, ja, Anfang des Spiels halt, wa? Dann direkt hier hinkommen würde, weil, ja, haben wir noch relativ wenig. Hey, bin ich jetzt echt richtig hier? Warte mal, bin ich doof? Es hieß ja Übungsplatz. Am Übungsplatz. Das hat was im Übungsplatz. Hä? Da oben vielleicht? Warte mal ganz kurz. Bin aber schon richtig, oder? Doch, doch, das sieht so halt alles cool aus. Okay, aber scheinbar bin ich hier am falschen Ende. Bin wieder hoch. Ja, sag mal, Vivaldi! Ja, toll. Da drin ist also der Gegner, den ich bräuchte. So. Hä? Weil weiter hoch geht's. Erstmal ist Synchro natürlich geil, Japanisch und so, aber vor allem wie schnell das plötzlich ging. Wieso ist der schon gedamaged? Hey! Wow. Alles in Ordnung bei dir? Offenbar nichts. Das ist unhöflich. So. Hier schon mal nix.
Ah, aber da natürlich eine Extruhe. Leibwache gewandt. So, damit hätten wir das jetzt. Und ich würde damit sagen, Freunde, dass es eigentlich für heute schon vorbei ist, wa? Das heißt, nächste Folge also werden wir noch die restlichen Übungsteile finden und dann direkt zu Ganon gehen. Herr überlegt halt auch wegen der Parzer, weil Ganon selbst und so, und ich möchte vielleicht, dachte ich mir so, noch ein bisschen was anderes machen. Anstatt zu Ganon zu gehen, dachte ich mir so eine beiden Leune und so, wenn ich relativ schnell bin, wa? Bin ich schnell? Bin ich fix? Scheiß Thronsallee. Gut, ich lese mal ganz kurz durch, wie ich am schnellsten hinkomme. Und dann, Freunde, geht es in der nächsten Folge weiter hier bei Legend of Zelda Breath of the Wild mit dem legendären Helden in seiner eigenen Tunika. Offenbar. Vielleicht. Keine Ahnung. Tschüss.